Ich hupe mal. Hup, hup. Oh, hübsche Hupe. Ah, guck. Was zur Hölle? Hey, könntest du mir mal... Jennifer? Was? Das ist meine Freundin? Geil. Donnerstag, 15. Mai 1986. Holla. Zurück in die Zukunft. Das Spiel. Wir sind mittlerweile bei Episode 3. Bürger Brown. Wir sind ja in der letzten Folge in diesem schönen Schild hier notgelandet. Und jetzt halte ich mal ein bisschen die Klappe, weil ich mal selbst gucken will, was jetzt passiert hier. Doc! Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Sagt zumindest das Schild. So, wir sind im Spiel. Aber zuallererst mal... Und, was man nicht vergessen darf... Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Zurück in die Zukunft, das Telltale Adventure. Wir sind mittlerweile bei Episode 3 von 5 angelangt. Und wir sind hier in diesem wunderschönen, kaputten DeLorean. Sieht gar nicht so kaputt aus. Zumindest von hier. Ja, Quanten ein bisschen seltsam. So, wer ist denn das? Das ist eine delinquente Rockgöre, wie man sieht. Und die muss Arbeit verrichten wegen Vandalismus. Zumindest sagt das der Mülleimer. Das ist die dümmste Konstruktion aller Zeiten. Ja, aber echt, hey. Was ist denn das für ein hallo? Fenster? Sie kann mich nicht hören. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Achso, die hat, die delinquente Rockgöre hat Kopfhörer auf. Ja, das ist schlecht soweit erstmal. Dann kaputter DeLorean. Keine Sorge, mir geht's gut. Die Werbetafel hat den Sturz abgefangen. Mensch, super. Die delinquente Rockgöre. Moment, ich muss mich hier mal ein bisschen sortieren. So. Also, ich bin da drin. Tür. Fenster. Hey, ernsthaft jetzt. Ist das Maximale? Ach stimmt, da habe ich einen Wikipedia-Eintrag dazu gelesen. Das hier ist das Maximale, was das Fenster aufging bei einem DeLorean, weil die Tür so extrem quasi so gekrümmt war, dass nicht mehr ging. Weil dieses Fenster verschwindet ja nicht in dem schwarzen Loch, sondern in der Tür quasi. Und wenn die Tür aber halt so geknickt ist, knickbares Fenster ist noch nicht entwickelt worden. Zumindest, knickbares Fenster gibt's schon. Es ist dann halt nur kaputt. Ein bisschen doof. So, ich guck mal, Fenster. Das hier. ist schon offen. Das ist schon offen. Ja, das ist doch gut. Dann mach doch die Tür auf. Sie Also. klemmt. Ah. Ja, das wundert mich nicht. Könnte man eigentlich in den Mülleimer oder so irgendwie noch? Da ist eine Kamera oder so. Ja, keine Ahnung. Ich muss aus dieser Todesfalle raus. Er muss aus dieser Todesfalle raus. Ich habe noch eine Hupe. Soll ich mal hupen? Ich hupe mal. Hup, hup. Oh, hübsche Hupe. Ah, guck. Was zur Hölle? Hey, könntest du mir mal... Jennifer? Was? Das ist meine Freundin? Geil. Also die ist ja, die gefällt mir. Die delinquente Rockgöre.
Hier. Das ist ein bisschen ein seltsames Bild hier irgendwie so, aber naja. Soll ich nochmal hupen? Komm, ich hup nochmal. Okay, ich mach nochmal Tür. Einfach weil ich es Komm kann, ich schon, weiß, geht sie immer noch nicht bewegt auf. sich nicht. Vielleicht ruft sie mir ja irgendwie was zu oder so. Fenster? Das ist schon offen. Ja, ja, ich weiß. Okay, dann muss ich wohl Jennifer, oder übel ich mit brauche ihr etwas reden. Hilfe. Martin, du bist es. Ist das ein DeLorean? Es ist kein. Vielleicht. Ja, nein, irgendwie schon. Du erinnerst dich nicht an den DeLorean? Auf jeden Fall erinnere ich mich jetzt. Er steckt in der verfluchten Werbetafel. Vergiss das. Hilf mir einfach, in Ordnung? Wäre nicht schlecht, ne? Was? Was soll das Und jetzt? wer sollst du sein? Luke oder Bo? Das ist nicht witzig, Jennifer. Was? Luke oder Bo? Luke Skywalker? Bo Diddley? Diddley Fiddley? Hilf mir runter. Was machst du? Du siehst. Welches Datum ist heute? Oh Mann, welcher ist heute? Was? Das sollte ich vielleicht dich fragen. Anscheinend hast du dir den Kopf gestoßen. Sag mir das Datum, Jennifer. Es ist der 15. Das Jahr. 1986. Oh Mann, das kann nicht wahr Das sein. ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. So, was machst du eigentlich da? Was machst du denn da unten? Genau. Nicht, dass du das je verstehen würdest, aber ich leiste meinen Beitrag zur Kunst in Hill Valley. Kunst. Und wie nennt man es wohl, wenn jemand mit einem DeLorean durch eine Werbetafel springen wollte? Woher hast du überhaupt Ja, einen auch DeLorean? Kunst. Ist er gestohlen? Ach, irgendwie schwer zu erklären. Schon klar. Ja, du siehst anders aus. Jennifer, du siehst anders aus. Irgendwie Darum anders. geht's nun anders. mal, wenn man sich nicht anpassen will. Das meinte ich nicht. Worauf willst du hinaus? Alles. Was Kleidung. hast du an, Jennifer? Du siehst Genervt aus? Du Gut siehst erkannt, Marty. aus Nein, wie wie eine ein Punk Metallerin aus den Eine völlig 80ern. fremde Welt für dich, du Punk? Idiot. Nee, punkisch sieht sie nicht aus. Da gehörte. Nee, für punkisch ist. Nur weil sie ein Loch in der Hose hat, ist sie noch lang keine Punkerin. Also ich rede jetzt hier von 80er Punks. Oder 90er für mich jetzt auch noch. Und bunte Haare machen ich auch nicht zum Punk. Die sieht aus wie eine Hairmettlerin. Keine Ahnung. So, Was hast du mit deinem Haar gemacht? Das ist Helter Skelter. Was? das Das ist ist die Helter gleiche Skelter. Haarfarbe, die ich immer benutze. Ja, ich finde schön, dass die Haarfarbe zu ihrem, das Zeug, was er sich oben auf die Augenlider da schmiert, passt und die Augen selbst zu der Farbe von dem Haar unten. Was ist das für eine Einstellung? Ich werde mich nicht wieder darüber streiten. Wir haben schon darüber gestritten? Ich schätze, du Junge, hast ich den hab heute- Streit gewonnen. Volle Zinkejucke, okay, schon gut. Egal, ich muss aus dem Auto rauskommen. Gute Ja, das Idee. ist wirklich gute Idee. Dann hilf Kannst du mir mir runterhelfen? doch runter, genau. Warum springst du nicht? Ich breche Ja, mir weil den die Tür nicht Hals. aufgeht. Und? Hast du was Brauchbares? Hilfe mit der Tür. Ja, also, warum geht er nicht? Also, die andere Seite der Tür, also die andere Tür sozusagen, ist wahrscheinlich auch kaputt. Ruf Hilfe würde ich jetzt mal ausschließen, weil, ne? Hast du was Brauchbares? Kannst du mir irgendein Seil zuwerfen? Ich habe nur dieses rostige Eisendings im Dreck gefunden. Ach so, das ist Ein von uns Montiereisen? wahrscheinlich. Damit sollte es gehen. Wirf Ich es dachte, her. das wäre ein Radkreuz, Hey, du langsam, Montiereisen. Martin. Das ist mein Dingsbums. Was gibst du mir dafür? Wo hat die sich denn gerade das Dingsbums hingesteckt? Wenn ich mal so nonchalant fragen darf. Dieses delinquente Rockgirl hier, das hat ja Taschen. Davon träume ich. Könnte ich das Montiereisen Kann haben? ich Ja. bitte das Montiereisen haben? Das Montierwehr? Das große Metallteil in deiner Hand. Ach, richtig. Wenn du mir einen guten Tausch anbietest. Ah, Sag mal, was ist denn mit ihr los? Also, Jennifer, bitte. Es ist ernst. Das Montierding ist dir echt was wert, ha? Im Moment schon, ja. Mhm. Dann mach mir besser ein gutes Angebot. Hm. Ja, Na gut, lass mich mal kurz nachdenken. ja, okay, also ich muss Überanstreng jetzt... dich nur nicht, Nerdzilla. Ich geb dir gleich Nerdzilla, du. Was habe ich denn? Abschlussballfoto von May und Jennifer, komm, das Was? mal an. Ich dachte, ich hätte Jennifers Leben in Ordnung gebracht. Ja, falsch gedacht. Kittens Flachmann, ist der nicht leer? Irving Kid Tannen. Ein Flachmann.
Okay, dann hätten wir hier noch eine Zeitung von 1931. Ich muss das nicht nochmal lesen. Ich Ja, hab's ja, erlebt. ja. Also das ist jetzt nur so hier, was ist das hier? Hill Valley Telegraph. Hill Valley Crime Rate at all-time low. Hill Valleys Verbrechensrate niedrig wie nie. Kein Witz. Das ist die aktuelle Zeitung übrigens, die von 1986. Doc Brown hatte eine Zeitung dabei von 1986 und ich habe halt eine Zeitung, also hier, von 1931. Und am Ende der letzten Folge haben wir dann halt gesehen, dass die Zeitung sich geändert hat von 1986 und Doc halt aus unserem Auto verschwunden ist. Warum wir überhaupt noch einen DeLorean haben, verstehe ich nicht ganz, weil, ja, egal. Ich gehe stark davon aus, dass er auch mit dem Foto von meinem Vater nicht viel anfangen kann. Da würde ich mal sagen, hier unser Möchtegern Metal Girl, das steht bestimmt auf dem Flachmann. Jennifer, Gucke mal, das Schnaps. ist alles, was ich habe. Was Ist da alles? irgendwas drin? Ein bisschen? Ah, hier. Hier. Ah ja, okay. So tauscht man also in... Bah, riecht nach Achselschweiß und Fusel. Irving Es ist Kitanen? Fusel. Der Gangster? Wo hast du den Lange her? Geschichte. Kann ich jetzt das Montiereisen haben? Achso, die hat es noch gar nicht hochgeworfen. Ja, also runterwerfen geht, aber jetzt will ich mal gucken, wie sie Achtung. das jetzt... Danke. Die sind doch... Also, okay, dann... Ah, klasse. Was Ja, jetzt? mach Sachen. Was hast denn du gedacht? Ups. Ja, Oh. ups. Alter, du Affenzipfel, du. Kannst du nicht einfach das Auto kaputt machen? Wo kommt denn das Auto da unten her? Emmett Brown? Achso, das Buch von ihm. Hä? Das ihrs? Die fährt mit so einem Golfauto da rum? Nun, eure Dummheit. Eure Meine Dummheit, Pflichten ja. gegenüber der Gesellschaft sind erfüllt. Viel Glück mit dem Auto. Du hast es dem großen Bruder echt gezeigt. Aber glaub nicht, dein Betteln um Aufmerksamkeit ändert was zwischen uns, klar? Ändert was nicht. Hör zu, Jennifer. Ich glaube, wir sollten uns über ein paar Dinge unterhalten. Kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Na klar, Martin, steig ein. Hey, Jennifer, warte! Ich sagte doch, es ist aus, McFly. Ich gehe nie wieder mit so einem Spießer aus. Meine Freundin hält mich für einen Spießer? Mann, kann es noch schlimmer werden? Oh, oh. Was will er machen? Will er es auffangen oder was? Nun, es ist unten. Grundsätzlich. Wie kriegt er das denn, also, hier versteckt? Doc, ich Denk ich könnte mal. jetzt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Ganz Ganz ruhig. ruhig. Wir Es haben ist alles in alles Ordnung. unter Ach so. Kontrolle. Wie immer, wenn man Hilfe sagt und dann redet das Schild mit einem oder was? So. Überwinde die Mauer nach Hill Valley. Was ist denn mit dem blöden Rad da los? Wenigstens funktioniert eins der Hoverräder. Haha, das Hoverrad ist havariert. Hahaha. Ich habe doch jetzt so ein Dingens da. Kann ich das vielleicht einfach abbauen? Hier. Schlau wie ich bin. Zack, Radkreuz mit Rad benutzen. Zack. Und jetzt habe ich ein... Ja, jetzt funktioniert es aber nicht mehr, oder? Gut. Das könnte nützlich sein. Denk nach, Marty, denk nach. Das ist ein Jetzt, Rad. nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hoversystems lose. Wie lose? Du Affe, du hast es vielleicht abgemacht. Guck mal her, Mauer. Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Wieso ist denn um die Stadt eine Mauer? Die war doch vorher nicht da. Was ist denn das da? Eine Sprinkleranlage? Guck mal her. Schon laufen hier. Laufi, erstmal zum Auto, Laufi. Kaputter DeLorean. Tot. 15. Mai 1986. Das Datum stimmt, aber das ist nicht gut. Yep. Batterie leer oder was? Rate zu lang laufen lassen. Gibt's hier noch was? Nee, ne? Ich klicke gerade einfach nochmal drauf. Vielleicht kriegt das Radio dann wieder Saft. Jetzt habe ich schon zum zweiten Mal Docs Zeitmaschine zerstört. Man sollte Tja. mich einfach nicht mehr an Steuer lassen. Oh, da ist eine Kamera da oben. Ziel? Nee, zielen will ich nicht. So. So, ich gucke erstmal noch ein bisschen weiter. Da oben ist ein Schild. Eine Werbetafel, um genau zu sein. Gucken wir uns die mal an. Super. Sehr diskret, Marty. Oh, da ist ein Mülleimer. Ah, das ist ein Tor. Gehen wir mal zum Tor. Also ich gehe auf jeden Fall da noch nachher da in den Mülleimer da. Oh, guck mal, da ist so eine Gegensprechanlage. Das wird mir helfen, hoffe ich doch. Wie zur Hölle kommt man da durch? Ja, das ist ein gut
Indem man die Gegensprechanlage benutzt, vielleicht? Hallo? Test. 1, 2, 3, 4. Mittlere check. Pommes Wer und spricht da? Big King. Lassen Sie die Finger von der Sprechanlage. Oh. Eine Cola Können Sie mich Light. reinlassen? Besucher müssen sich am Nordtor anmelden. Oh. Nordtor? Ich bin im Ich laufe doch Südtor. nicht einmal rund um Hill Valley. Oha. Es muss einen anderen Weg geben. Muss einen anderen Weg geben. Ja, mit dem Rad da kannst du doch irgendwas machen, oder? Ja, hallo? Geh doch mal zum Rad. Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Ja, die Stromkabel des Hover-Systems sind wohl lose. Kann ich noch irgendwie... Hab ich... Oh, jetzt habe ich auch das Dingens nimmer. Das Radkreuz. Eins so. Ich weiß nicht. Ach so, ja, stimmt. Ich wollte ja eh da runtergehen. Ja, mal ein bisschen schneller. Hier, da. Ich wollte an den Mülleimer gehen. Kann man, ja. Ob man da irgendwie was... Nee, da... Also, ich kann da nicht weitergehen. Na komm, du kannst wenigstens noch hier hingehen. Guck mal da. Da liegt Müll. Kann ich nicht anklicken. Mauer. Dann da weiter rübergehen. Geht auch nicht. Nee. Dieses Tor an. Also meine Idee... Komm, ich gehe halt mal hin. Vielleicht müssen wir es ja mal anklicken. Da oben die Kamera. Stimmt, die wollte ich auch mal inspizieren. Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Oder? Da ist eine Überwachungskamera. Hallo? Nochmal winken? Er ist unwinkbar. Also nicht er. Ist ja so. Also irgendwie Besucher, ne, irgendwas mit Nordtor. Aber was, kann ich im DeLorean noch, kann ich da runtergehen? Ja, kann ich schon, wenn ich es irgendwie hinkriege. Komm, ich tu mal. Also. Das lässt sich nicht einfach wegpolieren. Hoffentlich gibt's hier etwas Verwertbares. Ja, ich bin ja schon am gucken hier. Haha. Dachte ich mir doch, da ist eine Batterie. Eine Batterie mit einem blauen und einem roten Kabel und die... 12 Volt. Moment, ist das die Autobatterie? Die wurde sicher 2015 mit dem Fusionsgenerator eingebaut. Hat immer noch eine Menge Saft. Cool. So, Guti. Dann würde ich mal sagen, kombiniere Batterie mit Raat. Mal sehen. Rot an Minus, schwarz an Plus. Ui, das ist ja mal... Okay. Ja, jetzt haben wir nur noch 3 Räder. Na super. Richtig. Okay, Doc. Mal sehen, in was für einer abgedrehten Zeitgeraden ich dieses Mal gelandet bin. Aber echt, hey, ich bin mir auch gerade... So. Ja, wo sind wir denn? Ah, in dem Ladebildschirm sind wir. Nicht schlecht, das gefällt mir. Ladebildschirm. Da lädt sich ja wie nix. Okay, Marty, hab keine Angst. Das ist nur ein paralleles Hill Valley, in dem deine Freundin zu einer Punkrock-Vandalin mutiert ist. Das heißt nicht, dass es hier postapokalyptische Motorradgangs gibt, die von Biff-Klonen angeführt werden. Atme tief durch und denke daran, dass wir Doc finden müssen. Wieso fahren die alle mit Golfautos rum? You could be a Citizen Plus? Was zur Hölle ist das, Doc? Ja. Achtung Bürger, bitte melden Sie sich, wenn Sie Zeuge der Kollision eines nicht identifizierten Sportwagens mit einer Verkehrsleitanlage vor dem Südtor waren. Das ist eine Verkehrsleitanlage gewesen. Ich dachte, das wäre ein Es ist Werbeschild. so sauber. Ja, und vor allen Dingen so... Guten Morgen, Bürger. Ihnen ebenfalls einen guten Morgen, Bürger. Also, ja, es ist sauber und es ist
Aber Junge, es ist so. Was ist das hier? Das ist gar nicht Was geht hier vor, Doc? das ist hier 1984 in 1986, im Jahre 1986 oder was? Alter Schwede, das ist schon ein bisschen. Another dry day. Okay, jetzt auf jeden Fall gegen Alkohol. Da steht eine Recyclingtonne. Ist also grundsätzlich positiv alles, mein aber Hill Valley war irgendwie. nie so hübsch. Immer schön aufpassen, Bürger. Entschuldigung. Mr. Parker? Für Sie Officer Parker, Martin. Nun, was soll das Outfit? Es ist Donnerstag. Ja? Poloshirt Donnerstag. Sie tragen keine Uniform. Das ist eine Verletzung der Bürgerverordnung 9 EEE. Außerdem tragen Sie Ihre Kennung nicht. Das ist ein direkter Verstoß gegen Verordnung WB 714. Was haben Sie vor, Bürger? Poloshirt? Haben Sie einen Aber echt Sitzenbürger? Poloshirt? Hände Haben hoch Sie einen und Beine Sitzen- auseinander. Hey, was tun Sie da? Ruhe! Halten Sie still! Nichts. Was Was haben soll er Sie denn heute haben? vor, McFly? Wer weiß ja, dass ich McFly bin? Wo kann ich Bürger Brown finden? Was soll das abtasten? Warum filzen Sie mich? Glauben Sie, ich habe eine Waffe? Waffen, Schmuggelware. Schmuggelware? Du weißt schon. Alkohol, Kippen, Kaugummi, Hunde, Kaugummi ist Gummibärchen. Kaugummi, Komm schon, Gummibärchen? McFly. Du weißt Hunde? genau, dass die Unkenntnis der Bürgerverordnung 2XM keine Entschuldigung ist. Moment, Hunde sind verboten? Ja, ich will dahin. So, ja, Moment. Eben auf der Kirchturm, auf der Rathausuhr, da waren Statuen von Einstein, von Hunden, also von. So, was ist mit Jennifer passiert? Haben Sie Jennifer gesehen? Was geht dich das an? Sie hat doch mit dir Schluss gemacht. Ja, darüber muss ich mit ihr reden. Viel Glück bei der Suche. Gewöhnlich sehe ich sie nur, wenn sie Strafpunkte für ihre Kunst bekommt. Seit wann sind Seit Sie wann ein sind Sie Kopf? Polizist? Ich dachte, Sie wären Schuhverkäufer. Hast du was genommen? Ich war schon immer Polizist, wie mein Vater. Na toll, ich habe aus Jennifer's Dad einen Cop gemacht. Wo kann ich Bürger Brown Können Sie mir sagen, wo ich Bürger Brown finde? Sicher, dass du ein Einserschüler bist? Was denkst du, wo er um diese Zeit ist? Arbeiten? Genau, er arbeitet im Rathaus. Na guck, da sind Hundestatuen von Einstein. Okay. Heftig. Ein Knopf, der als Knopf zu erkennen ist. Heftig. Ja, dann gehe ich mal Ich heftig muss wieder auf woanders hin. Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Nö. Nein, was? Nein, Sir. Genau, Bürger. Ja. Erkunde dieses schöne neue Hill Valley. Bitte, Doc. Selbstbesichtigungstour. Ich kann mich selbst besichtigen. Cool. Warten Sie, Bürger. Sie wollen etwas entsorgen? Prüfen Sie, ob Sie das richtige Sammelgefäß verwenden. Hill Valley ist stolz auf sein ausgeklügeltes 2 blaue Tonnen? Mülltrennungssystem. Wie viel Aluminium ist in dieser Dose enthalten? Welcher Dose? Verwenden Sie dafür stets das blaue Sammelgefäß. Ist das Glas grün, durchsichtig oder braun? Das ist ein Unterschied. Denken Sie daran, dass alle Produktetiketten mit einem Mikrochip ausgestattet sind, um Müllsünder schnell zu finden. Das ist doch Miss Strickland gewesen. Mrs. Strickland. Ja, ich weiß, dass man immer Mrs. sagt. Aber 1931 hat man das noch. So, und deshalb so. Okay, ich kann hier nicht weitergehen. Komformist? Ministry of Tourism? Tourismusministerium? Kampformist. Okay. E. Brown Industries. Emmett Brown Industries? Was ist das da? Bürgerlesesaal. Was ist denn? Bürger, wir möchten alle daran erinnern, dass die maximal Was ist denn das für eine Statue? 1,9 Zentimeter Macht Spaß, Kleiner. Wer spricht da? Versuchte Zerstörung öffentlichen Eigentums verstößt gegen C64. Ich wollte sie Was nicht gegen zerstören. Commodore? Nehmen Sie Ihren Strafpunkt. Ey, das ist scheiße. Und jetzt kriegst du da, wie bei, was war das?
Demolition Man oder sowas. Oder irgendwie der mit dem Stallone. Kriegt jetzt noch einen Strafpunkt. Nee. Ah, du kannst nur für dieselbe Sache nur einmal bestraft werden. Ist cool. Will ich gleich einen Polizisten an die Backe hauen. Mehrmals. Gegensprechanlage. Komm her. Ich gucke mich hier jetzt natürlich erstmal ein bisschen Wo um. liegt das Problem, Bürger? Ups, falsche Nummer. Ja, ich glaub's auch. Oh, da ist noch so ein Laberdingens. Erster Bürger Brown, das Oberhaupt von Hill Valley. Ein unendlich Der hat weiser doch Haare. Mann mit einer immensen Vorstellungskraft. Emmett Lathrop Brown wurde in eine überaus gesetzestreue Familie hineingeboren. Trat dieses Erbe jedoch erst an, als er im Alleingang den ruchlosen Gangster Irving Kid Tannen und dessen Schwarzhandelssyndikat hochnahm. Nach dieser heroischen Tat errichtete man ihm zu Ehren eine große Statue vor dem Rathaus und der erste Bürger Brown widmete sein Leben fortan der angewandten Sozialwissenschaft mit Hill Valley als Prototypen für die Stadt von morgen. Zur Erinnerung an den 25. Tag des Monats August im Jahr des Herrn 1931, an die Gefangennahme und Inhaftierung von Irving Kid Tannen sowie die Zerschlagung seines Verbrechersyndikats durch die heroische Tat unseres ebenso genialen wie beliebten ersten Bürgers Emmett Lathrop Brown mit seinem innovativen Raketenauto. Das muss Edna geschrieben haben. Bürger, das Betreten der städtischen Rasenflächen sowie das Berühren von Pflanzen in den Stadtgärten ist verboten. Denken Sie daran, Das Berühren von Kanten? Was ist das? You could be a Citizen Plus. Was ist das? Bürger Plus? Junge. Oh, das ist noch eine. sehen Sie sich um. Atmen Sie die frische Luft ein. Genießen Sie die aus malerische wie ein Landschaft Knast. und die Architektur. Sie stehen zwischen den Bewohnern der soziologisch am höchsten entwickelten Stadt der Welt. Hill Valley, der perfekte Ort zum Leben. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und richten wir den Blick auf das Zentrum der War Stadt. doch eben Das erst. Rathaus mit dem reich verzierten Uhrenturm. Sehen Sie genau hin. Sehen Sie den Schatten hinter der Uhr? Das ist unser geliebter erster Bürger Emmett L. Brown, der unermüdlich neue Ideen entwickelt, um Hill Valley schon heute zur Stadt der Zukunft zu machen. Okay, also sein Büro ist hinter der Uhr im Rathaus. All Citizen Bank. Komm her, leg mal einen Zahn zu. Bank aller Bürger. Der übermäßige Gebrauch des Wortes Bürger hier ist verstörend. Ja, echt. Achso, kann ich auch in die Tür rein? Nee. Stemless Staycations. Stanleys Spritsparurlaub. Was ist ein Spritsparurlaub? Das wollte ich mich auch. Okay. Spritsparurlaub kann vieles sein, aber Staycation ist ja wohl das geilste Wort, was ich je in meinem Leben gehört habe. Das merke ich mir. Hier. I'm going on Staycation. Wo fähr ich denn hin? Auf Balkon hier. Staycation. Ja, jetzt laber mir nicht in meine Gedanken rein. Look it up. Schließ es nach. Bei dem in der Innenstadt Kenne deine Ignoranz. im Bezugsmod zu erhöhen, Bürgerlesesaal. Okay. Den gibt es wohl in jeder Stadt. Okay. Und hier haben wir Emmett Brown Industries. Dr. E. Brown Industries. Das lässt hoffen. Was steht da? Neue Gigawatt sind available. Oh, ist das ein Friseursalon? Ja, also das ist der Komformist, Kampfformist. Das ist eine schöne Übersetzung, die gefällt Der mir. Kampfformist. Friseursalons haben immer solch clevere Namen. Ja, ja. Genau wie Cafés. Ja, genau. So wie Hair Today, Gun Tomorrow. Das. Okay, das ist von jetzt ein Lied. Guck mal, die hat sich bewegt. Ministry. Tourismusministerium. Kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand Urlaub macht. Ja, jetzt laufen wir aber weiter hier. Oh, da ist ein Tor. Kann ich nicht rein. Also ich werde... Oh, ich erstmal alles abklappern hier. Sie befinden sich vor dem Rathaus von Hill Valley. Das ursprüngliche Gebäude wurde 1885 errichtet. Etwa 20 Jahre nach der
Eingliederung Hill Valleys in den Bundesstaat Kalifornien. Obwohl das Rathaus den örtlichen Regierungssitz darstellt, diente es in der Zeit nach dem Erdbeben 1906 in San Francisco als Notunterkunft. So sind die meisten Bürger Hill Valleys Nachkommen der Betroffenen aus San Francisco, die sich nach der schweren Katastrophe hier niedergelassen haben. 1976 erhielt das Rathaus im Rahmen des Innenstadtsanierungsprojektes die ersten größeren Anbauten seit seiner Errichtung. Zusätzlich wurden 128 Büros in den neu errichteten Flügeln des Rathauses und ein neues Bürgermeisterbüro im ursprünglichen Uhrenturm eingerichtet. Sehen Sie genau hin, dann können Sie noch immer einige der Originalelemente in der neuen, in internationalem Design gehaltenen Fassade erkennen. Boah, also das Design gefällt mir halt überhaupt nicht. Das sieht halt wirklich aus wie... Was ist denn das da? Ein Abfalleimer? Ja und? Wieso ist denn der da drin? Nehmen Sie Abstand von der Recyclingtonne, Bürger. Decycling? Als Endlagerplatz sämtlicher in Hill Valley konfiszierter Schmuggelware stellt die Recyclingtonne sicher, dass entsorgte sozial toxische Gegenstände nie wieder und in keiner Form in die Hände der Allgemeinheit zurückfinden. Verstehe, hier endet also das ganze coole Zeug. Wenn Sie mit cool gefährlich meinen, haben Sie recht. Was hat denn der da an? Siehst du das? Hat er so ein Knöllchenschreibautomat an oder wie? So, also hier ist das Tor, hier ist die Gegensprechanlage. Also der Summer. Ich gehe jetzt einfach mal... Also, ihr Leute, euch muss schon klar sein, ne? Ich gehe da jetzt nicht rein und mit Emmet labern, weil das gibt dann was Längeres. Wir gucken uns jetzt hier um. Das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Gehen wir da rein. Also, versuchen wir. Ich weiß nicht, ob man einfach reingehen kann. Der war 1885 eingeweiht worden. Ja. Der Zeiger setzte sich am 5. September 1885 um 20 Uhr erstmals in Bewegung. Am 12. November 1955 schlug ein Blitz in den Uhrenturm ein und beschädigte das Uhrwerk irreparabel. 1976 wurde die beschädigte Uhr im Zuge des Innenstadtsanierungsprojektes ausgebaut und durch eine moderne Uhr ersetzt, die gleichzeitig das Fenster zum Bürgermeisterbüro ist. Ja, wir haben es jetzt... Vielleicht Ja, entdecken Schatten, Sie hinter bla dem bla Glas bla. eine Gestalt. Das Wir ist haben es der jetzt erste verstanden, Bürger hey. Brown, Ich der meine, darüber du kriegst... nachsinnt, wie er Ihnen die Zukunft verschönern kann. Du kriegst jetzt quasi von jedem der Selbstbesichtigungstour Säulen, kriegst du gesagt, dass da oben das Büro drin ist. Also da ungefähr oben. Aber da will ich ja jetzt noch gar nicht hin. So. Also wie gesagt, ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel zu gucken. Wir rennen mal darüber. Nee, rennen wir nicht. Da gibt es nämlich nichts. So. Da sind wir ja gerade über die Straße. Wenn ich da rüber gehe, was passiert dann? Aber die Suppenküche. Supmo. Ist das pelzig? Ich hätte mal gerne Supmo. Komm, wir gehen mal hin. Erst das Schild. Suppe und mehr. Vollwertsuppen, Suppe und frisches Gemüse und Fleischimitat auf Sojabasis? Zum Glück bin ich nicht hungrig. Ey, man merkt so, dass es die 80er waren. Fleischimitat auf Sojabasis? Und heute so, ja, klar, mach, schmeckt. Wenn's gut ist. So. Out to lunch. Das finde ich irgendwie voll geil, dass die Suppenküche gerade weg ist, um Pause zu machen. Also da ist ein Schild, da steht drauf. Gratis Soja-Hotdogs zum Probieren. Bedienen Sie sich. Die sind wohl aus. Kann ich da drauf bimmeln? Ding, 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 ding. Hey, kannst du nicht lesen? Oh, du bist Smackfly. Wie heißt der? Leech? Hey, mein Fehler. Ich hätte das Schild auf spießig schreiben sollen, damit du es verstehst. Welches Schild? Das Schild, das er soeben einmal zu sich nimmt und eure der ist Spießigkeit tätowiert. ruhen lassen soll. Das ist das Wichtigste, wenn du jemals in der Gastro arbeitest. Das allererste, was du tun solltest, ist diese verkackte Bimmelglocke wegzunehmen. Weil ihr werdet da drauf
konditioniert. Ähnlich wie der Pavlovsche Hund. Sobald jemand auf diese Bimmel drückt, fängst du an, kommt halt drauf an, was du machst, aber entweder kriegst du Herzrasen, du kriegst Schweißausbrüche oder, so wie ich, du wirst dann so richtig hippelig. Yeah, geil, es gibt was zu tun, es gibt was zu tun, es gibt was zu tun. Ich habe mal in einer Spotsbar gearbeitet. Hier als Koch haben sie mich genommen. Warum auch immer. Sehe ich aus wie ein Koch? Ja. Egal. Okay, zum Abschluss noch ein kleines Geheimnis über mich. Verratet es aber nicht weiter. Ist nicht weiter schlimm, die Spotbar gibt's nicht mehr. Ich habe diese Bimmel geschenkt gekriegt. Von einer Mitarbeiterin. Man muss dazu sagen, dass das nicht ihre Bimmel war. Aber sie hat sie mir geschenkt. Ich habe sie nicht geklaut. Ich habe sie geschenkt gekriegt von einer Mitarbeiter. Die hat sie geklaut. Die Bimmel habe ich immer noch. Ja. Genau. So, reicht jetzt auch. Also für heute. Oh, warte mal. Nein, es reicht noch nicht. Was ist denn das hier? Disziplin. Als Disziplinäramt. Disziplinaramt. Das erinnert mich bloß an die Highschool. Ja, okay, wir gucken das mal noch ein bisschen durch und dann machen wir aber Schluss hier, ne? Damit scheint nicht nur jeder Bürger wie Ihr Nachbar und Freund, damit haben Sie auch Zutritt zu den 3 Hauptzugangspunkten der Stadt. Hill Valley ist die erste vollständig abgeschottete Stadt des Landes. 1966 ersuchte Hill Valley um eine regional begrenzte Befreiung von der staatlichen Gesetzgebung. Unter Ausnutzung einer Gesetzeslücke konnte Hill Valley sich abschotten und sich zur Sonderzone mit besonderen Vorschriften für Geschäfts- und Wohnviertel erklären. Heute sind wir die sicherste und autonomste Stadt der Vereinigten Staaten. Das hat wirklich extreme 1984-Vibes hier. Okay, ich komme hier nicht weiter. Alles klar. Ihr Leute, ich sag's nochmal. Gehen wir da rüber. Für heute soll es das gewesen sein. Kann ich die Ampel anklicken? Nein. Für heute soll es das jetzt halt wirklich gewesen sein. Wir haben jetzt zumindest festgestellt, dass das kein Hill Valley ist, was ich gut finde. Weiß nicht, da kommen dann vielleicht doch ein bisschen die Punk-Gene durch, die ich hier zu leugnen versuche. Guck dir den seinen Haarschnitt an. Der Haarschnitt alleine sagt schon, ich habe einen Stock im Gesäß. Ja, ihr Leute, ist zerfasert gerade. Ich sag mal tschüss. Morgen machen wir weiter. Morgen machen wir ernst. Morgen gehen wir darüber. Also quasi darüber. Und werden diesen Knopf betätigen. Und hoffentlich dann da hochkommen zu Doc Brown. Aber, wie gesagt, erst morgen. Also dann, bis morgen. Schaut wieder rein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. War ein bisschen eine langweilige Folge, habe ich festgestellt. Aber wir haben viel gelernt. Viel Informationen, viel Geschichtsgedönse. Oh, ist das langweilig. Okay, morgen geht's rund. Erst in der... Und dann... Ihr wisst. Hopp. Tschö. So. Passt.